Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Folge 21 dieses Let's Plays. Und heute ist eine kleine Spezialfolge, leider mal fällig. Leider sage ich aus dem Grund, weil mir im Nachhinein, sprich in Folge 22, aufgefallen ist, dass ich in dieser Folge ein bisschen Problem mit der Aufnahme hatte. Sprich mit dem Mikrofon. Wurde einfach nicht aufgenommen. Ich hatte stattdessen eine zweite Tonspur mit dem Ingame-Sound. Und deswegen, ja, nicht wundern, ich jetzt halt nochmal darüber quatsche. Was heißt nochmal? Einfach halt darüber quatsche. Weil es halt gerade nicht anders geht und sonst halt das Video halt ohne Kommentar hochgeladen wird. Ist vielleicht auch nicht so schlecht, aber da hat er mir gesagt, komm, wenn schon, dann siehst du das Let's Play komplett normal durch quasi. Mit irgendwie einzelnen Folgen, wo ich einfach nicht kommentiere. Das wäre irgendwie nicht so konsequent. Gut, wir sind jetzt zurück im Kartografieturm. Wie man hier sieht, bin ich ein bisschen am Herumwandern. Was war hier schon da? Genau, es ging darum, wie komme ich in den Turm überhaupt rein. Und da war irgendwie so ein bisschen seltsam. Und er erwähnt von wegen, oh, ich hätte gerne ein paar Pilze. Dann der Höhle da unten. Und ich dachte ja von wegen, in der vorherigen Folge, das Folge 20, dachte ich von wegen, okay, ich müsste erstmal da ein paar Pilze suchen, ihn bringen und so. Und das wär's dann. Nee. Das geht ein bisschen anders, wie ich offscreen noch herausgefunden hatte. Es geht vor allem aber auch darum, dass wir diese Höhle noch gar nicht komplett durchgeguckt haben. Das ist ein bisschen speziell. So, erstmal vielleicht mal die Synthese aufheben. Vergangenheits-Michael, vielleicht mal eine Idee. Naja, egal. Genau, was ich eigentlich zeigen will, ich dachte ja von wegen, es gibt bei dieser Höhle gibt's ja mehrere Ausgänge bzw. Eingänge. Und ich dachte, wir wären direkt miteinander gekoppelt. Das stimmt soweit auch. Und dass diese Wände, sag jetzt mal diese brüchigen Wände, die ich hier sehe, bereits diejenigen sind, die miteinander kombiniert sind. Das stimmt aber nicht. Da hat es dazwischen noch einen oder anderen Hohlraum, der sehr wichtig für uns ist. Und deswegen muss ich hier erstmal alles weghauen. So, das wird jetzt rückgängig machen. Das Gute in dieser Höhle ist, was wir gleich noch sehen werden, dass überall in dieser Höhle hat es so rostige Schwerter und es hat halt dementsprechend natürlich auch noch viele Felsen. Das heißt, es lädt eigentlich praktisch dazu ein, dass wir hier durchmarschieren, überall Synthese verwenden und so die brüchigen Wände einfach wegschnetzeln. So, Synthese. Wo ist hier ein Stück Fels? Da drüben. Sehr gut. Ja, jetzt geht es erstmal darum, hier alles nochmal wegzubrechen. Denn es gibt hier eben, wie vorhin erwähnt, ein Areal, das ziemlich gut versteckt ist, muss ich auch sagen. Das könnte man leicht übersehen. Bis dahin müssen wir uns jetzt durchschlagen. Erst wenn wir, sagen wir mal, mehr oder weniger die ganze Höhle wirklich frei zugänglich ist, aber überhaupt eine Chance, diesen Turm zu aktivieren. Mehr dazu gleich. So. Irgendwie hatte ich hier, weiß auch nicht, so ein Spleen drauf, dass ich dachte, hey, ich muss wirklich alle Felsen weghauen. Ja, vielleicht könnte was drunter sein. Vielleicht. Dann natürlich dabei die Haltbarkeit der Waffen noch mehr abnimmt. War mir zu dem Zeitpunkt egal. Und eben, wie bereits erwähnt, wir haben hier so viele Waffen, so viele Felsen, wo wir so zum Felshammer kombinieren können. Deswegen war es mir schon ein bisschen egal zugegebenermaßen. Und da ist er down. So. Links außer genauso. Aber das sollte kein Problem sein. Und hier ist jetzt halt so, das ist so ein kleiner weiterer Bereich der Höhle. Jetzt können wir natürlich denken, okay, ich fliege mal durch, mal gucken, wo ich lande. Und die Idee ist eigentlich, dass ich jetzt direkt im Turm drin lande. Also die Frage ist, kann ich durch den Boden, durch den Luftballon, den es im Turm gibt, kann ich direkt in den Turm hineingelangen? Was irgendwie eine krasse Idee ist und ich glaube zum Zeitpunkt der vorherigen Folge noch gar nicht den richtigen Kopf hatte. Also dieser Deckensprung, man merkt, es ist halt neu in diesem Spiel, das gab es vorher noch nicht.
Entwickler meinten damals irgendwie auch, sie wollten es gar nicht irgendwie einbauen, ist ja nur ein Debuggen, fürs Debuggen gewesen ursprünglich. Und irgendwie ist mein Gehirn zu dem Zeitpunkt hier noch ein bisschen darauf geschult, so quasi auch zu sagen, okay, Deckensprung, ja, dann mach überall dort, wo es halt wirklich eine Decke hat. So, Höhle, Decke, fertig. Was da drüber ist, da klappt es nicht. Da ist so irgendwie meine Intention, was ja vielleicht sein kann, aber nicht sein muss. Deswegen kann man sie ausprobieren. Das war ein schöner Move. Das war ein sehr, sehr schöner Move, Link. Gut, der war weniger schön. Oh je, die armen Waffen. So. Haben wir russische Zweihänder. Okay, okay. Das ist sogar wieder futsch. Jetzt nehmen wir noch. Und hier sehen wir uns bereits. Hier sehen wir uns ein kleines Loch und denkt sich, hä? Ist es dort, wo ich auf der anderen Seite eigentlich auch reinkommen könnte? Aber was ist denn hier drüben? Und die Wahrheit ist, hier ist der andere Eingang. Hier kamen wir vorhin mal durch. Und dementsprechend natürlich auch heißt das, dass die andere Nische, die wir gesehen haben, jetzt geht die Waffe gerade sehr schnell kaputt, die andere Nische, die wir gesehen haben, da muss irgendwas anderes dahinter verborgen sein. Aber was bloß? Ja gut, Link, immer schön auf den Boden. Immer schön zurück auf den Boden der Tatsache. Oh Mann, ey. So, im Nachhinein denke ich mir auch, warum haben wir das getan? Ja, klar, dass irgendwas da runterfällt. Was soll denn da runterfallen? Irgendwie plötzlich ein Diamant oder sowas? Dass sie vielleicht unten sind, okay. Dass alle unten am Boden plan machen. Ja, aber oben an der Decke? Aber eben, ich hatte ja genug Felsbrocken hier und genug Waffen. Irgendwie gefühlt machen normalen Schläge fast mehr Damage als so die, naja, die aufgeladenen. Wenn es darum geht, irgendwie was Steinmäßiges hier wegzuschlagen. Okay. Man merkt, ich hatte sehr viel Spaß. Link vermutlich weniger. Der dachte sich wohl auch, Alter, was machst du hier? Ich will Zelda befreien. So, noch ein Stein, da hinten war noch einer. Genau. Was ich mich jetzt zu dem Zeitpunkt frage, weil die meisten Waffen hier sind ja rostig. Aufgrund vom Miasma. Also zumindest auf der Overworld. Ich frage mich daher, ob dann fusionierte Waffen mit nicht rostigen, also aus nicht rostigen Waffen, ob die dann, ja, weniger schnell kaputt gehen auch. So. Da sieht man natürlich auch, wenn man auch hier Felsbrocken, sogar einen großen Felsbrocken. Ah, großer Felsbrocken. Ich glaube, viel mehr Stärke gibt es jetzt auch nicht. Ah doch, doch, plus 3 Fels, andere Felsbrocken. Okay, macht auch mehr Damage, sehr gut. Very gut. So, hier noch ein bisschen was fusionieren oder synchronisieren. Oder nicht? Ne, offenbar nicht. Okay. Oh, so ein Viech nochmal. Einfach fies, aber was sie hier treiben.
Mega fies sogar. Die Frage ist immer noch, wo können wir mit diesen Dingen, oder was können wir mit diesen Dingen überhaupt machen, die wir die ganze Zeit sammeln. Aber hier gibt es dafür schöne Materialien, schöne Ressourcen, Edelsteine. Die kann man schön verkaufen, da lacht das Herz. So. Haben wir so das alles durch. Jetzt sind die Fragen natürlich mit dem Deckensprung. Kommen wir hier dann direkt in den Tempel, beziehungsweise falsche Fähigkeit, Link. Ja, ist er. Kommen wir hier direkt in den Turm hinein? Ja oder nein? Und man sieht, nein! Aber nur ein bisschen zu weit hin. Also anhand der Position, wo ich rauskomme, könnte man sich denken, es müsste also das andere sein. Quasi der Vorraum. Gut, hätte auch da hinten runter gekonnt, ist der andere Eingang gewesen, aber egal. Da ist nochmal so ein Vieh. Ja. Da will ich ausprobieren, ob die Dinge auch was droppen, weil wenn ja schon die großen Viecher was droppen, wieso nicht die kleinen auch noch? Das sehen wir noch in einer anderen künftigen Folge. So, genau. Wir waren jetzt im nächsten Raum, wo wir hoch sind. Hier ist der Raum, wo ich das Gefühl habe, es könnte klappen. Zumal wir am Boden gesehen haben, dass irgendwas war. Und dann entdecken wir auch wieder so eine... Nicht keine Markierung, aber es sah so aus, als wäre da irgendwas anderes. Und zack, wir sind im Turm. Hey Kumpel. Oh, geht trotzdem nicht auf. Wie kommst du denn da rein? Gute Frage, war. Und man sieht ja hier schon, was der Grund dafür ist, dass hier irgendwie der Turm sich nicht öffnen lässt. Weil es hat links und rechts von der Tür hat es Stöcke. Warum auch immer. So, irgendwas etwas anderes hier noch. Ah ja, stimmt. Ich hatte damals irgendwie so ein seltsames Suchen, wo ich dachte, hey, ist irgendwo ein Insekt oder sowas. Die Waffentasche ist voll. Ja, so geht's natürlich auch. Weg damit. Weg, Stock. Böser Stock. Auf dem ist die Tür. So, jetzt aber. Die Tür ist offen, du liebe Zeit, Mann. Was ist denn das geschafft, ey? Ein Streitermonster? Tja. Wir werden es wohl nie herausfinden. Das ist wahr. Vielen Dank, Schnabuda. Schnabuda, der Orni-Ingenieur oder was? So, jetzt können wir endlich den Turm aktivieren. Haben sowohl einen Teleportpunkt. Und können nun auch die Karte dieser Region kartografieren. Und ich frage mich immer noch, warum zum Henker man irgendwie damals, oder jetzt im Vergleich zu Breath of the Wild, die alten Schickertümer einfach abgebaut oder jetzt durch die neuen hier ersetzt. Ich meine, die Story dahinter, Ingame, würde mich halt interessieren. Was mir persönlich gar keinen Sinn macht. Außer eben, sie würden nicht mehr funktionieren. Bruder dachte sich, kaum statt dass ich es irgendwie repariere, baue ich auf meinen eigenen Scheiß. Wer weiß. So, da unten sehen wir noch so ein Talus-Vieh oder Bivura, wie das Ding hier im Spiel heißt. Und ich dachte mir so von wegen, ey, ich stehe hier oben, ich kann doch locker runtersegeln. Dann kann ich es mal so versuchen, das Ding platt zu machen. Dabei kommt man auch von unten nach oben sogar. Was ich ja bisweilen immer ein bisschen Probleme hatte und ich genau wusste, hey, wir sollen da hochklettern. Naja, klettern muss man vielleicht nicht wirklich. Man könnte ja auch seine Fähigkeiten nutzen, ohne zu viel zu spoilern. Noch irgendwas synchronisieren, ne? Warum? Weil neue Waffen brauche. Ja genau, nicht mehr so viele. So dann. Petri Heil. Wo wir jetzt so als Pfeil am Bogen nutzen können. Bivura, ja genau so. Wow.
Und wieder runtergefallen. Super, war. Der natürlich auch geil. Au! Schießt der andere mich auch noch ab. Läuft nicht ganz so, wie ich eigentlich wollte. Zu dem Zeitpunkt. Ah, darauf habe ich gewartet. Gut, ein paar Pfeile natürlich auch, das stimmt. Link. Oder besser gesagt, Vergangenheits-Michael. Können sich einfach den Auftrieb nutzen. Ah, stimmt, ich wollte das testen. Normalerweise dieses Bivurak-Dinger schmeißen mit ihren Felsfäusten nach uns. Und hier will ich testen, ob man eigentlich mit der Zeitumkehr die auch wieder zu ihnen zurückschicken kann. Aber ich glaube, ich muss erst mal die Viecher platt machen, sonst geht's nicht. So, ja, vielleicht mal erst ein bisschen was schnabulieren. Scharfes Chili essen. Ja, aber keinen Bock drauf, auf sowas, okay. Also werden wir irgendwelche Materialien reinpfeifen. Aua! So, der wäre auch futsch. Jetzt müsste er uns wieder runter befördern. Ich glaube, solange. Ich dachte, das wäre solange noch andere Viecher hier oben sind, schickt er uns nicht runter. Krass war, wie gut das klappt. Das ist manchmal auch seltsam, wenn er versucht, einen runterzuschleudern, dass er dann manchmal doch noch oben bleibt. Manchmal aber auch nicht. So. Keiner ist mehr oben, schleudert jetzt eine Faust gegen uns. Ich will es eben gerne testen. Hier ist, glaube ich, auch gutes Timing gefragt, weil die Fäuste kommt relativ schnell auf uns zu. Und jetzt! Alter. Fast vor der Fresse. Okay, es macht ihm keinen Schaden, aber muss ja auch nicht, wa? Gestunt, okay. Dann tut er auch gut. Ich konnte theoretisch derzeit dann auf ihn hochklettern. Wow! Das wäre jetzt sehr knapp. Alter Schwede, was in die Fresse. Ja, genau. Jetzt mache ich es wieder so, weil ich nicht genau weiß, wie ich da sonst zu ihm hochkommen soll. Dabei, wie bereits eben erwähnt, es gibt doch eine, sagen wir jetzt mal, mehr oder weniger logische Herangehensweise. Das wäre der Vorteil, wenn man nicht unbedingt schon Breath of the Wild gezockt hat, sondern mit Tears of the Kingdom anfängt. Und dann noch ein bisschen flexibler ist. So. Freunde. Es ist Blutmond gleich. Das war so ein richtiger Abfucken, wenn man dachte, oh scheiße, was für ein fucking Timing. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Ich sage ja, perfektes Timing. Zum Glück haben wir noch vorher platt gemacht. Oder sollte ich eher sagen, das war Pech, weil die sind alle wieder da. Zuvor bezogen, ja dankeschön. Ich meine, dass die Moblins da sind, oder Bocklins, okay, aber dass der Biwakrock wieder da ist. Warum? Naja. Das muss eigentlich egal sein. Ich habe bereits bezogen, nochmal muss ich eigentlich nicht machen. Gut, ich kann es Materialien farmen, aber ich glaube, da gibt es eine einfache Variante. Lieber segel kurz runter und hol die Materialien, die die Viecher bereits verloren haben. Also, die alten Viecher. Viel Bernstein, das gefällt mir. Ah. Schön, schön. Eine fette Ausbeute. So, genau, der Turm. Schnell hin teleportieren. Können es auch hochfliegen, aber dauert nicht unbedingt viel länger. Insofern auch kein Thema.
gibt es bei den Schreinwänden. Hochklettern ist nicht. Mhm. Aber gibt es ja theoretisch noch so neue Bauteile, wa? Wie die Rakete zum Beispiel. Schild befestigen und dann hui, hochfliegen. So, dann haben wir da hier. Ja, eben sind wir schön gespawnt. Aber jetzt markiert. Warum? Ah, einfach wegen Material oder was? Ja, gut. Ja, okay. Ja, ja. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man machen. So. Was natürlich auch machen kann, ist hier endlich mal das Gebiet zu kartografieren. Ja, ist ja schon aktiviert, Kumpel. Diese Wächterarme. Die sind immer so krass, ey. Dass man die Wächter verschrottet hat seit Breath of the Wild, das verstehe ich schon. Weil man hat irgendwie auch gemerkt, das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie wir gehofft hatten. Wenn die übernommen werden, ist eher scheiße. Für uns vor allem. Ach ja, der Blick vom Himmel aus. Daten werden geladen. Ins Purapad. Westnekluda und Sumpf von Ranell. Wird aktualisiert. Vielen Dank dafür. Jo, kein Problem. So, fliegen wir jetzt hin. Hat es irgendwo gerade eine Himmelsinsel in der Nähe, wo ich gerade zusteuern könnte? Links wäre was, aber kommen wir da hin? Nur doch. Das sieht noch relativ interessant aus hier. Vielleicht haben wir ein verborgener Schrein. 1, 2 Truhen. Sowas in der Art. Generell die Himmelsinsel, man merkt schon, wenn du Skyward Sword gezockt hast, es erinnert dich schon ein bisschen daran. Es ist zwar ein bisschen mehr los als in Skyward Sword, aber bisweilen nicht so viel los natürlich wie auf der Oberfläche. Was vielleicht aber auch ganz gut ist, weil, seien wir ehrlich, wenn der Himmel auch noch so voll wäre wie die Oberfläche, dann gute Nacht, ey. Da bist du noch in 10 Jahren hier am Forschen und Entdecken. Archipel von Nordnekluda. Mhm. Da vorne scheint eine Mineralinsel zu sein. Oh, das kann knapp werden. Okay, nee, gereicht. Ah, ein Kapselspender, sehr gut. Was ich auch schön finde, ist, dass die Kapselspender auf der Karte markiert werden, wenn man sie einmal entdeckt hat. Da kann man vor allem, wenn man bestimmte Kapseln möchte, kann man schnell zurück und sagen, okay, jetzt hätte ich gerne die wieder. Bei den Sona-Bauteilen so ein anderes Thema, die müssen irgendwie auch wieder ein bisschen farmen und so. Generell fehlt mir persönlich noch so ein Farming-Gebiet für Sona-Bauteile. Aber muss halt gucken, wo man die am ehesten finden. Vielleicht sogar die Oberfläche oder so. So. Wir sagen erstmal darüber, damit ich da zu den Steinen komme. Also diesen Steinfelsen da oben, zum gucken, ob es da irgendwelche besonderen Materialien gibt. Aber jetzt erstmal hier. Wie gewohnt ein paar Energiesphären reinpacken. Die hoffentlich ganz coole Kapseln bekommen. Eine Zeitbombe, okay. Sprungfeder kennen wir bereits. Angriffskapsel. Eine Kanone. Wobei der richtige Abschusswinkel schwer zu finden ist, okay. Theoretisch mal ein Gefährt bauen und eine Kanone dran packen, um irgendwelche Monster abzuschießen. Schön, schön. Ja, neben hier siehst du sogar, was die Kapselspender überhaupt darbieten. Man sieht eine Sorte, aber jetzt noch nicht gesehen. Da können hier zum Beispiel auch, dass irgendwie so ein paar Basic-Sachen drin waren, aber irgendwas fehlte noch. Hier zum Beispiel habe ich alle geholt, auch die Zeitbombe.
Weil Zeitbomben ein bisschen ein falscher Begriff finde. Ich meine, du haust drauf, dann vergehen 2-3 Sekunden nachher explodiert sie. Eine Zeitbombe hätte ich gerne, dass sie selber terminieren kann. Das war bei Breath of the Wild besser. Oh, ist der Golddrache. Es war bei Breath of the Wild besser, insofern, weil wir halt dort die Bombe wirklich terminieren konnten, wann sie explodieren soll. Dass es diese Funktion hier mit dem Pura-Pen nicht auch gibt. Ich meine, der Schickerstein damals konnte es auch. So. Freunde, der Golddrache. Oder der goldene Drache. Der goldene Drache der Weisheit. Ist nicht so das Vieh aus Jim Knopf. So. Also da hoch. Und dann gucken. Wie das aussieht. So. Und es sind alles nur Leuchtsteine, wa? Kann das sein? Ah, und eine Truhe. Der Wille der Weisen. Ein kleiner Stein nachgesagt wird, dass ihn ein Weiser hinterließ. Hä? Okay. Das appliziert im Inventar. Tatsächlich. Das sieht ja fast aus wie die Segenslichter, nur hat sie wieder so ein paar Tomue drin. Hä? Wer weiß, was es sein soll, wer weiß, wer weiß. So, markiert. Für, na, was könnte es sein? Wie ich es bereits erwähnt habe, es ist leider nichts Geiles, sind Leuchtsteine. Also das heißt nichts Geiles, das ist ja immer so eine Interpretationsfrage. Leuchtsteine brauchen wir vor allem für eine bestimmte Rüstung, sprich für ein Rüstungsset. Ansonsten kannst du jetzt nicht so viel damit machen. Ich meine, du kannst vielleicht theoretisch einen Pfeil synthetisieren und dann hoffen, dass irgendwie der explodiert und nachher auch leuchtet. Oh ja, da gibt es aber was Geileres. Ja gut, Bernstein, Feuerstein, ne. Könnte noch besser sein. Hier vielleicht noch etwas? Oder ist es auch wieder so Feuerstein, Leuchtstein mäßig? Leuchtstein, okay. Ja. Gut, ich meine, wie gesagt, wenn wir halt ein Depot für Leuchtsteine brauchen, dann ist es hier jetzt nicht allzu schlecht. Das kann man schon machen. So, da ist auch noch irgendetwas. Vielleicht lassen wir lieber von da hinten nach hier oben hochschießen. Und das sieht doch so aus, als gäbe es hier wieder irgendwo so einen geheimen Tempel. Ja, da vorne sehe ich ihn schon. Ein Schrein ohne Stein. Ein paar Funkelfrüchte. So. Lieber haben als brauchen, wa? Wie man so schön sagt. So, ich gucke ein bisschen auf die Zeit, weil das ja am Nachsynchronisieren weiß ich, wie lange die Folge dauert. Okay, wir haben schon gut 2/3 durch, das freut mich. Bei Nachsynchronisieren ist immer so ein Ding, so. Wenn du so ein Spezialvideo, ein Recap-Video machst, ist es was anderes. Wenn du plötzlich merkst, du bist voll im Let's Play-Flow drin, willst direkt weiter aufnehmen und merkst im Rennen so plötzlich, oh Scheiße, da hat es noch richtig aufgenommen. Das ist Kacke. Markieren. Da frage ich mich auch, wie überhaupt diese Sonau-Aktivierung mit der, also diese Sonau-Technologie mit der Sheikah-Technologie kombiniert werden kann. Weil diese Teleporter sind ja Sheikah-mäßig, nicht Sonau-mäßig. Wobei, um gerade mal darüber zu philosophieren, mir kommt es so vor, dass die Sheikah-Technologie tatsächlich eher technologisch aufgebaut ist, sprich mehr mechanisch. Und die Sheikah-Technologie ist mehr ein bisschen auf Magie aufgebaut, grundsätzlich. Also die ganze Fähigkeit, die wir haben vom Arm, das ist nicht wirklich, oder kommt mir nicht wirklich wie Technologie vor, sondern eigentlich eher wie Magie. Andererseits gibt es natürlich auch solche, die sagen, ja, Magie ist Technologie, die wir noch nicht verstehen. Also insofern. Das kann natürlich auch sein.
Die grüne Sonau-Technologie und die blaue Shika-Technologie. Von den Farben her echt witzig, weil blau ist eigentlich das auch von der Farbe her Symbol für für die Weisheit, oder? Triforce der Weisheit. Eine Göttin der Weisheit quasi. Grün war eigentlich eher ein bisschen ein Symbol für den Mut. Und Rot war eigentlich eher ein bisschen immer für die Kraft. Da gibt es ja auch so Theorien, sag ich jetzt mal. Die einen sagen, ja, das ist irgendwie Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, das ist ein Teil einer Trilogie quasi, einer Spieletrilogie. Das heißt, es wird nochmal einen dritten Teil kommen. Dann irgendwie nach diesem hier spielen könnte. Andere sagen, sie stimmen dem zwar zu, aber für sie gehört, oder ist der dritte Teil, der mit man quasi Rot oder die Kraft entsprechen soll. Das hatten wir eigentlich schon mit Hyrule Warriors Age of Calamity. Weil angeblich mal irgendwie die Entwickler der Zelda-Reihe mal erwähnt hatten, dass Age of Calamity irgendwie da auch Kanon sein soll. Finde ich noch irgendwie schwierig, da ein Urteil zu fällen. Und ich finde den Gedanken nicht zu sagen, so ein Hyrule Warriors Teil ist irgendwie Kanon. Weil Age of Calamity, ich habe es bisher nur einmal privat gezogen, weil mir damals die Zeit gefehlt hat, das zu Let's Playen. Oh, da ist noch eine Truhe drin übrigens. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, eben ist ein netter Gedanke. Vielleicht wird dem mal so sein. Dass wirklich so eine Art Trilogie aus den dreien ist. Oder eben es gibt mal noch einen dritten Teil. Aber wer soll dann der Endboss sein quasi? Oder der Finsterling, wenn wir hier schon Ganondorf haben. Breath of the Wild hatten wir Ganon. Im dritten Teil könnte es theoretisch der Todbringer sein. Wenn nicht sogar hier schon ist, Ich weiß ja nicht, von dem her. Ich weiß nicht, ob hier wirklich Ganondorf, doch, er wird schon der Endgegner sein. Ich meine, du kannst noch nicht hundertprozentig beurteilen, eigentlich. Weil du noch nicht mit dem Spiel durch sind von dem her, aber es wird mich stark wundern, wenn am Schluss dort der Todbringer auftaucht. Und einfach so sagt, ja, Ganondorf, danke, dass du mir vorgearbeitet hast und tschüss, ich übernehme jetzt ab hier. Das würde mich wundern. So, zurück zum Spiel selber. Ich quatsche die ganze Zeit über was anderes. Dabei ist hier Link fleißig dabei, einen Weg zu finden zur Truhe da drüben. Also dabei dürfte klar sein, wir müssen einen Kristall finden für den Schrein. Das ist ja soweit schon gegeben. Und dieser Weg, der führt immer noch von einer Insel zur anderen, aber nicht alle drei Inseln kombiniert. Und ich komme auch nicht von der... wie soll ich sagen? Dieser Weg ist immer schräg miteinander, in einem schrägen Winkel. Also kommt quasi gar nicht irgendwie von der Insel mit dem Schrein zu der Insel, wo die Kugel sein soll. Das heißt, ich muss irgendwie eine Abkürzung finden. Und ich hoffe, die habe ich damit jetzt irgendwie bewerkstelligt. Plus eben noch eine Truhe sichtbar gemacht oder verfügbar gemacht, besser gesagt. Und hui! Perfekt. Ja, so kommen wir darüber. Wo ja dann auch schon diese Kugel sein soll. Unten da haben wir die Truhe. Okay, nehmen sie nicht zuerst auf. Interessant. Den schönen Kristall mal mitgenommen. Habe ich gerade Kugel gesagt vorhin? Das ist doch ein Kristall. Ein Sonau-Kristall, wa? Aber es wird auch langsam mal eine Zeit, dass ich ein bisschen mit der Story weitermache. Aber es ist natürlich interessant, ist die Welt so zu entdecken, aber zum einen, ja, ist halt auch ein bisschen waffentechnisch und so, der Verschleiß ist doch mittlerweile da, muss man sagen. So, erstmal gucken, was hier in der Truhe drin ist. Link muss noch die Schnur abmachen. Ja, wir haben mit der das Schneiden nicht zersprengt quasi. Genau. Noch eine alte Karte, sehr gut. Mal gucken, ob wir die mal gebrauchen können. So, jetzt darüber. Den Kristall deponieren, dann will ich nochmal umstellen und dann endlich eine Verbindung von der Insel zur anderen. Oh, Schwein gehabt. Okidoki. Nochmal zum Thema zurückzukommen mit der Story. Ja, wie bereits erwähnt, die ganzen Himmelsinseln und so, die Overworld natürlich cool zum Erforschen.
ich gehe halt trotzdem ein bisschen blind entlang. Und ja, man merkt es eben auch bei den Waffen. Wow, das ist knapp. Das ist saumäßig knapp, Link. Okay, Schwein gehabt. Von Waffen her, oder eben vom Verschleiße wir haben von Waffen. Naja. Auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, wa? Und zudem muss ich zugeben, dass mittlerweile der Drang, den ich habe, nach der Wahrheit, ne? Der Wahrheit, was mit Zelda passiert ist, mit Ganondorf und so, was auf der Welt generell passiert ist, storybedingt. Der ist mittlerweile doch recht groß, wo ich sagen würde, doch sogar größer als jetzt der Drang hier einfach nur blind durch die Welt zu gehen und zu entdecken. Aber das ist halt das Coole dran in solchen Spielen, dass du halt die Freiheit hast. Du kannst der Story folgen, du kannst auch frei erkunden, wie du willst. Da hofft man ja schon, dass die Entwickler, sagen jetzt mal auch bei den nächsten Zelda-Teilen, wenn es überhaupt welche gibt, weil, naja, bei Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, hat es auch schon recht viel Entwicklungszeit gefressen. Dass man bei den nächsten Zelda-Spielen doch wieder ähnlich ist wie hier. Dass du eine offenkundige, freie Welt hast. Open-World-Faktor, dass der vielleicht sogar so bleibt. Ich kann es mir eigentlich auch andererseits kaum vorstellen, weil mit jedem Zelda-Spiel haben wir eigentlich neue Wege bestritten. Es sei denn, es waren direkte Fortsetzungen oder es war Spiel auf derselben Konsole, wie eben auch Ocarina of Time und Majora's Mask auf dem Nintendo 64. Und jetzt hier Breath of the Wild und Tears of the Kingdom auf der Switch. Die waren schon eher ähnlich, sag ich jetzt mal. Also, weil eine neue Konsole raus ist, hat man sich immer versucht, irgendwie auch dort neu zu erfinden. Was eigentlich auch cool ist, wenn wir ehrlich sind. So. Link, schreite voran. Das Item aus der Truhe und nachher die Träne. Träne sage ich schon. Licht. Segenslicht. Die großen Magiesphären. Sehr gut. Sehr schön. Elf Stück. Ja, bald haben wir 12 und dann Ende wird Zeit für 2 Herzcontainer. Und ein bisschen mehr Ausdauer. Das fände ich ganz nett. Pferde registrieren. Ja, machen wir alles auch noch, gar kein Thema. Archipel von oben, da wird man uns loben. Gab es noch etwas, wo ihr noch hin wollt? Wir sind auch schon bei 38 Minuten schon wieder. Fast 39. Sollen wir uns noch schnell auf eine Insel schleudern lassen, oder... Jo. Was hatte ich geplant? Aber ich kann nicht immer mehr. Da muss ich wohl noch links oben durch, wa? Oder noch nicht wahr? Ja, genau. Links oben. Komm, das passt. Hui! Okay, ist irgendwie auch nicht viel. Vogelnüsse, ja gut. Natürlich die hier sammeln will. Warum auch nicht? Hübscher Pilz. Und hübsches Fass. Was haben wir hier Schönes? Noch so ein seltsames Loch, wo ich runtersegeln kann, wo eine Truhe dranhängt. Oh je. Ja gut, die jetzt hier abzuschneiden, wäre jetzt nicht so clever. Krieg's natürlich nicht hoch, weil der Arm zu kurz ist.
Wenn ich was doof finde, ist, dass diese Ultrahand, dass die jetzt richtig weit reicht. Und vor allem haben wir auch keinen Greifhaken, nichts in der Richtung. Das ist doch doof. So, wie kriege ich die Truhe jetzt? Wollen wir einen Weg bauen oder was? Also quasi eine Brücke rüberbauen. Wäre natürlich eine Idee. Oh, das ist auch ein Stück. Sehr gut, sehr gut. Reicht das schon, damit ich rüberkomme? Ja, könnte reichen, wa? Das ist ungefähr unter der Truhe. Aber wenn ich die jetzt so runtersegeln lasse, die Chance, dass sie trotzdem runterfällt, ist noch groß, wa? Ah ja, gucken wir einen an. Und drüben noch weitere. Sehr schön. Das heißt, ich kann meine bisherige provisorische Brücke noch ein bisschen breiter machen. Link, Michael, das kannst du schon machen, aber die wird Breitseite haben, die wird runterkippen, ne? Weißt du schon. Ja, jetzt weiß er's. Ja, die Physik im Spiel ist schon nicht schlecht. Das muss man zugeben, Freunde, das finde ich schon sehr, sehr nice. So, komm. Ich will nochmal drüben nochmal irgendwie was befestigen oder schießt jetzt ein Ding direkt runter? Er schießt direkt runter, wa? Okay. Ne, gerade wenn die funktionieren, Kumpel, das ist weit weg. Kann ich jetzt schon sagen. Nee, der klappt nicht, der Move. Aber der klappt. Schwein gehabt. Ich hab schon Angst, der viele runter. Noch eine alte Karte. Da fragen wir uns ja, wie viele alte Karten gibt es überhaupt? Gibt doch sehr viele. Ja gut, Freunde. Jetzt Zeit die Folge zu beenden. Endlich mal. Im nächsten Part wollte ich, glaube ich, hier auf dem Turm aus weiter gucken, ob ich da in neue Gebiete komme. Stimmt das soweit? Hier von dem Turm aus, sprich noch 1, 2 Schreine. Genau, da oben haben wir noch eine Markierung, dass ich dann nochmal einen Schrein mitnehmen würde. Die violette Markierung. Dann aber sicher, langsam aber sicher zurück in Zentrum Hyrule. Zum Spähposten gehen. Und endlich mal ein bisschen Story weitermachen. Wieder eine Zeit. Wir haben ein bisschen was gesehen und so, das war cool. Aber the show must go on. Bis dahin, bye bye.